Jetzt, meine Lieben, geht's euch gut? Seid ihr on fire? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf den Heiligen Geist? Also die vorne schon, wie ist es da hinten? Habt ihr keinen Bock? Ich meine euch da hinten. Ja? Come on. Weil ich habe richtig Bock. Ich glaube wirklich, es wird heute ein ganz spezielles Sonntag. Und ich glaube, Gott will heute etwas tun. In deinem Herzen, in meinem Herzen, in unserem Herzen. Und ich frage dich, öffnest du dich dafür, für das, was Gott tun will? Weil ich werde heute die untheoretischste Predigt meiner ganzen Predigtkarriere halten. Okay? Es wird nicht viel um Theorie gehen, weil ich habe schon ein paar Mal erklärt, wer ist der Heilige Geist. Lies es in der Bibel. Welche Gaben gibt er? Kannst du auch in der Bibel lesen. Wie sieht die Frucht des Heiligen Geistes aus? Kannst du auch in der Bibel lesen. Das ist grandios. Heute wollen wir viel mehr hören, was tut denn der Heilige Geist? Bei uns. Verstehst du? Ich will aber zur Einleitung Epheser 1 lesen. Die Stelle, in der Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, wie er sich selbst nennt, wo er sagt, ich schreibe euch, was wirklich bedeutsam ist, jeweils an die einzelnen Gemeinden, die er gegründet hat und danach betreut. Und an die Epheser, eine Gemeinde in Ephesus, schreibt er Folgendes: Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und jetzt zuhören. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Hast du verstanden, was ich gerade gelesen habe? Hast du verstanden, was du gerade gelesen hast? Hast du gerade mit mir diese Zeilen gelesen, dass die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, auch in uns lebt? Wie fest hast du das verstanden? Bin ich der Einzige, der das richtig krass findet? Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat und ihn an die rechte Seite Gottes hoch erhaben hat, lebt in uns. Halleluja. Das ist krass. In dem Moment, in dem du dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidest, und du sagst, Herr, mein Leben gehört dir, kommt er mit seinem Geist und macht alles neu. Und fängt an, eine Geschichte zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als du zum Glauben gekommen bist, wie etwas passiert ist in dir. In meinem Herzen war das so, ich war damals noch jung. Ich bin irgendwann auch nach vorne gegangen bei diesen Jugendevents und habe mein Herz Jesus hingehalten und gesagt, ich will, dass du in mir lebst. Und ich habe gespürt, wie etwas passiert ist, wie sich etwas verändert hat. Es war schwierig zu artikulieren. Aber ich habe gemerkt, wie etwas angefangen hat. Wie war das bei dir? Hast du das Jesus schon mal gesagt? Hier ist mein ganzes Herz. Was ist bei dir passiert? Wie hat sich's angefühlt? Und wir bekommen eine Vorahnung, was diese Kraft ist, was Paulus meint, wenn er schreibt, diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Aber bevor ich weiter in der Theorie rumschwafel, will ich Dominik auf die Bühne bitten, weil Dominik hatte vor einem Jahr ungefähr, ziemlich genau vor einem Jahr, komm doch hoch, hat er eine Begegnung gehabt
mit Jesus, die sein Leben, du kannst gerade das Mikro auf dem Stuhl da nehmen, danke dir, die sein Leben für immer verändert hat, würde ich jetzt mal sagen. Diese Begegnung mit Jesus, wie war das? Außergewöhnlich, sehr. Unerwartet, weil ich nichts mit Jesus zu tun hatte und ihn eigentlich auch nicht gerufen habe. Und überfordernd, ja. Wie war das? Nimm uns mal mit in diesen Moment, wenn du magst. Zum Hintergrund muss man wissen, ich komme nicht aus einer christlichen Familie, ich habe keinen Glauben gehabt. Ich habe viel im Buddhismus verbracht und in der Esoterik und ich habe viel meditiert und alle möglichen Götter angebetet, weil ich mein ganzes Leben gesucht habe. Ich habe gespürt, ich habe ein Loch im Herz, ich habe immer diese Sehnsucht gespürt und an dem Tag, es ist eben genau vor einem Jahr, an Pfingsten gewesen, habe ich meditiert wie viele Male zuvor und dann ist mir Jesus erschienen, tatsächlich. Ja. Wie hat denn dein Leben vorher ausgesehen? Nimm uns mal mit ein Jahr vorher. Wie würdest du das zusammenfassen? Hey, von außen betrachtet, wenn ich jetzt Leute fragen würde, die hätten gesagt, ich habe ein tolles Leben, aber es war innen drin sehr dunkel, sehr einsam, sehr schwierig und verzweifelt, weil ich 3 Jahrzehnte gesucht habe und es nicht gefunden habe. Und mir ging es wirklich schlecht letztes Jahr an Pfingsten, tatsächlich, ja. Magst du mal etwas reinzoomen in verschiedene Bereiche? Hey, ja, ich habe mich total in der Esoterik verloren. Auf diesem egoistischen Trip habe ich mich von meiner Frau und von den Kindern getrennt. Ich habe knapp 100.000 Franken in der Esoterik verschossen und hatte dunkle Gedanken tatsächlich, ja. Jetzt sitzen wir hier genau ein Jahr später. Interessant, gell? Hey, mir kamen vorhin ständig die Tränen, weil ich realisiert habe, was in diesen 12 Monaten passiert ist. Ja. Erzähl mal, genau das will ich hören, weil es ist so faszinierend, wenn du bist jetzt, wie alt bist du? 51. 51. Wenn du 50 Jahre ein Leben gelebt hast, wo du sagst, du hast gesucht, nicht gefunden, du hast aber ihn auch nicht gesucht und trotzdem hat er sich dir offenbart. Was ist in dem einen Jahr passiert? Das kann ich gar nicht in Worte fassen und schon gar nicht in dem Rahmen. Probier's. Ich bin wieder mit meiner Frau zusammen, aber das ist nicht, weil wir gedacht haben, komm, wir probieren es nochmal, sondern ich spüre zum ersten Mal in meinem Leben wirkliche Liebe. Also sowohl, dass ich sie geben kann, als auch, dass ich sie annehmen kann. Das habe ich vorher nie gespürt, das weiß ich erst jetzt. Die Liebe, die ich vor einem Jahr von Jesus in einem Moment bekommen habe, die ist so unendlich riesig. Und ich bin einfach nur dankbar. Ich muss mich nicht niederknien und sagen, ja, ich muss ihm ja noch danken, sondern es ist so ein tiefer innerer Wunsch. Danke, dass du mich gerettet hast. Also wirklich gerettet hast. Ja. Das ist krass. Ich glaube, wir lassen es so stehen. Das ist der Dominik. Wenn du mehr wissen willst, geh auf ihn zu, wir sind eine Familie. Danke, Dominik, dass du dein Herz geöffnet hast. Ich weiß, das kostet immer etwas, hier aufzumachen, mit all den Emotionen sowas artikulieren, zu versuchen. Und ich danke dir mega, weil ich glaube, das stärkt den Glauben in uns. Wir brauchen solche Geschichten und das ist genau das, was es so kostbar macht, wenn wir sehen, wie diese Kraft wirklich in einem einzelnen Leben Einfluss nimmt und in so kurzer Zeit so einen großen Unterschied macht. Vielen Dank dafür. Danke, Jesus. Ich kann dich wirklich nur ermutigen, quatsch mal mit dem Dominik, weil wir haben begrenzt Zeit hier und er könnte ein Buch schreiben, mittlerweile glaube ich schon fast, was in den letzten 12 Monaten alles passiert ist, wie schnell zum Beispiel eine Ehe, die
die sie zu zweit nicht hinbekommen haben, plötzlich mit Gottes Hilfe anfangen zu florieren und zu blühen. In so kurzer Zeit. Und ich habe mir überlegt, wie ich das irgendwo mit einem Bild zeigen kann, weil mich fasziniert diese Kraft des Geistes Gottes. Und ich habe dir ein Bild nicht weit von hier mitgebracht, vom Kraftwerk. Ich gehe da pro Tag 2-mal rüber, zu Fuß und mit dem Fahrrad, mal betend, mal rennend. Und es fasziniert mich, dieser Fluss der Rhein, da hat so eine Power drin, da ist so eine Energie, da ist so eine Kraft drin. Ich habe mal einen Artikel gefunden, das war, als ich noch klein war, noch nicht mal auf der Welt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ist mal ein Schiff in Notlage gekommen. Es hat so quer an die Pfeiler eine Brücke gespült und die konnten das über längere Zeit nicht bergen, weil dieses Wasser so drauf gedrückt hat auf dieses Schiff. Und immer mal wieder, oder wenn man das Kraftwerk mal genau anschaut, kann man nur im Ansatz erahnen, was da für eine Power drin ist. Wenn es manchmal viel regnet und ich gehe rüber, dann donnert es manchmal auf diese Brücke und du wirst so ein bisschen nass gespritzt und du merkst, wow, hoffentlich hält das Kraftwerk stand. Ich glaube, der Geist Gottes ist genau gleich. Er kann in so kurzer Zeit, kann es so viel bewegen. Und meine Bitte an dich ist, egal ob du das erlebt hast, was der Dominik jetzt erzählt, oder auch einer bist, der da sitzt und denkt, ja, andere, aber ich nicht. Lasst uns weiterhin, lasst uns ausstrecken danach. Und lasst uns bei Gott fragen, dass das passieren kann. Weil ich sehe es immer und immer wieder, wie Gott plötzlich einfach mit einer Power kommt, mit einer Energie kommt. Und ich merke, wie hier was passiert. Wie ein Mensch, der sagt, ich konnte keine Liebe empfinden und mit dieser Kraft in Berührung kommt. Und ich glaube, ich spüre es ihm an. Und wenn nicht, dann geh nach der Celebration auf ihn zu und du wirst diese Kraft spüren, du wirst diese Liebe spüren. Ich habe eine andere Person, der Martin. Darf ich dich auf die Bühne bitten, Martin? Weil ich habe den Martin gefragt, ob er auch seine Geschichte mit uns teilen möchte, weil es ist eine ganz andere Geschichte. Martin, du bist schon länger mit Gott unterwegs. Wie lange ist das? 13 Jahre, genau jetzt. 13 Jahre. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Werde jetzt 35 im Juli. 35, jung geblieben. Ja. 13 Jahre bist du unterwegs mit Gott. Wie hat dein Leben davor ausgesehen? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also ich war auch nicht christlich aufgewachsen. Das heißt, mein Leben war völlig chaotisch. Das heißt, ich war als Kleinkind schon, also mit 6 Jahren, ging ich in ein Schulheim. Bei mir wurde gesehen, dass ich Wut und Zorn und Hass erfüllt war und auch an anderen Kindern das herausgelassen habe. Mit Jugendalter habe ich sogar Gewaltdelikte gehabt, das heißt immer wieder auch mit Polizei zu tun und auch andere Jugendliche spitalreif geschlagen. Ich hatte einen Vater, der war 5-mal mal hier und dann mit 16 habe ich ihm ganz klar ins Gesicht gesagt, ich werde dich noch umbringen, wenn du noch einmal zu mir kommst. Und das war für mich ernst. Ja. Das ist schwer zu glauben für mich. Wenn ich dich in meiner Nähe habe, dann nehme ich dich friedlich wahr, ich nehme dich freundlich wahr. Und ich habe irgendwie den leisen Eindruck, dass Gott etwas in dir getan hat in den letzten 13 Jahren. Ja. Aber nimm uns doch mal mit, weil du erzählst eine ganz andere Geschichte als der Dominik. Und ich glaube, die ist sehr, sehr kostbar, etwas zu hören davon. Ja, es ist sehr schwierig, die 12 Jahre wie jetzt in 4-5 Minuten zu verfassen. Ich versuche es. Das Erste, was ich erkannt habe, wo ich mich für Jesus entschieden habe, war in einem ICF-Camp. Und ich habe mich da für Jesus entschieden und es war mir ganz klar, meine Einstellung, mein Wert hat sich komplett verändert. Ich wollte nicht mehr diesen Zorn, diesen hasserfüllten Herz, sondern ich wollte wirklich die Liebe, die Gott mir auch gegeben hat, die Identität als Kind Gottes, zu lieben und befähigt zu sein, zu vergeben, wollte ich annehmen. Nur, jetzt kam der Punkt, mein Herz war trotzdem noch verletzt. Es ist trotzdem noch eine Vergangenheit da, die ich nicht einfach so bereinigt habe und gereinigt habe durch das oder Jesus auch noch nicht ganz gereinigt hat.
Und in diesem Prozess ging ich in die Gegenwart von Gott, also das heißt, ich ging ins Gebet, ich ging immer wieder vor ihm und versuchte mein Herz wie hinzuhalten und zu sagen, hey, ich möchte diese Zorn, diese Wut nicht an mir heranlassen. Und im Alltag habe ich immer wieder so Situationen erlebt, wo diese Wut und Zorn kam, auch jetzt gerade von 2 Wochen, wo wieder etwas Neues aufgekommen ist. Da dachte ich, warum kommt diese Wut? Was ist dann los? Ich kenne doch Jesus, ich habe den Heiligen Geist in mir. Und diese dann zu Gott zu geben und dort mit ihm zu ringen, das war lange anstrengend. Was ich gelernt habe, aber in dieser Situation, und das ist krass, habe ich immer wieder gelernt, manchmal möchte ich einfach direkte Heilung. Und das ist einfach anstrengend, wenn man es nicht bekommt. Und ich durfte lernen, dass Gott mir sagt, hey, nicht du kennst das Herz, sondern ich kenne dein Herz. Weil er offenbart mir immer wieder neue Dinge. Plötzlich hat er mir offenbart, was geheilt wurde. Aber es kamen wieder neue Sachen dazu, wie jetzt von 2-3 Wochen. Und das ist anstrengend. Das ist mühsam. Aber in dieser Situation zu Gott zu kommen und ihm wie mein Herz zu geben, den Raum zu geben und zu sagen, hey, wirke mein Herz, ändere mein Herz. Ich möchte diese Wut und diese Zorn nicht, dass dies hier bleibt, sondern dass da eine Veränderung stattfindet. Das ist immer wieder ein laufender Prozess. Und ab und zu bin ich voll berührt durch den Heiligen Geist und habe den Wow-Effekt. Und ab und zu ist einfach eine pure Leere. Und diese Leere, die ist anstrengend auszuhalten. Aber, und da bin ich total überzeugt, auch in diesen 12 Jahren in meinem Glauben, glaube ich immer noch, dass selbst in dieser Leere, wenn ich mein Herz gebe und sage, hey, verändere mein Herz, dass selbst in dieser Situation ein Teil Gottes Himmelreich in mein Herz kommt. Da bin ich total überzeugt, weil es ist wie, du gibst Raum am Heiligen Geist. Das heißt, du gibst dann das Herz ihm ab mit deinen Emotionen. Gott haltet das aus, du darfst wütend sein und da gibt es die Veränderung. Und die sind manchmal nicht erkennbar, die sind im Unterbewusstsein. Es ist ein Glauben an ein Vertrauen, wo mich jetzt in den letzten 12 Jahren, so verändert hat, dass ich immer wieder auch in die Ruhe kam, aber auch immer wieder Situationen erlebte, ja, da kam es wieder. Genau, und dann wieder den Prozess zu gehen und sagen, nein, ich entscheide mich für die Liebe, weil Gott hat mich befähigt und der Heilige Geist ist in mir, wo mir befähigt, Menschen zu lieben und zu vergeben. Danke Martin, hey, fürs Teilen. Danke auch. Vielen Dank dir. Das ist spannend, auch hier, es hat einen Anfangsmoment gegeben bei Martin, wo es ist spürbar für uns alle, dass sich etwas verändert hat, dass eine Kraft in sein Leben kam, die etwas freisetzt. Es ist kein Zufall, dass du heute als friedfertiger Mensch wahrgenommen wirst, weil da ist diese Kraft und du gibst dich diese Kraft hin. Und da passiert etwas. Und das Faszinierende an deiner Geschichte, und ich bin so dankbar, hast du sie mit uns geteilt, ist, ich habe ein zweites Bild mitgebracht von der Viamala-Schlucht im Graubünden. Das ist ein Ort, wo ich noch nie war, aber wenn ich das Bild sehe, möchte ich da mal hingehen. Da siehst du ein ganz anderes Phänomen, diese Kraft. Wir hatten vorher den Rhein gesehen, Wasser, was so eine Power hat und so viel bewegen kann. Und hier, wo ist das Wasser? Es ist kein Wasser zu sehen und doch ist ein großes Loch da. Da war mal Wasser. Es gibt solche Strudel, die nehmen kleine Kieselsteine und Sand mit. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das gedauert hat, bis da so ein Loch war, wo man unten durch wieder um den Fluss sehen kann. Aber es ist faszinierend, dass plötzlich ein riesiges Loch in einem steinharten Fels drin ist. Mich fasziniert deine Geschichte, Martin, weil ich sehe, dass Gott so oft ganz sanft arbeitet. Ja, wir wünschen uns diese Momente, dass Momente wir erleben und plötzlich ist in wenigen Wochen sind Probleme, die wir hatten, keine Probleme mehr. Und manchmal erleben wir das richtig. Du hast wahrscheinlich auch den einen oder anderen Moment erlebt, wo du gemerkt hast, jetzt hat Gott einen Knoten gelöst. Aber es braucht Geduld, es braucht Hingabe, wo wir sagen, Geist Gottes, ich vertraue dir.
arbeite an meinem Herzen und das über 13 Jahre. Und auch dann bin ich noch nicht am Ziel. Aber ich bin dir, Jesus Christus, ähnlicher geworden in diesem Prozess. Weil es einfach immer weiterging und diese Kraft wirken durfte. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Auch wenn ich es nicht sehen kann, du arbeitest. Auch wenn ich es nicht spüre, du arbeitest. Er hat uns zugesagt, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Ob wir es sehen oder nicht, ob wir es spüren oder nicht. Natürlich wünschen wir uns diese Knallmomente. Und lasst uns danach streben. Das ist gut und wichtig, dass wir uns danach sehnen und dass wir ihm auch immer wieder zusprechen. Aber lasst uns auch die Kraft, die so still und heimlich arbeitet, nicht unterschätzen. Und jetzt haben wir 2 Geschichten gehört, die uns ein Bild zeigen davon, wie Gott in einem Herzen arbeitet. Aber interessant ist, dass der Paulus das, was wir vorher gelesen haben in Epheser 1, ja an eine Gemeinde schreibt. Er schreibt, seid ihr euch bewusst, oder ich bete, dass ihr euch bewusst werdet, dass diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in euch lebt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum wir immer sagen, jeder Christ braucht eine Gemeinde. Es muss nicht ICF Basel sein. ICF Basel ist cool, komm ins ICF Basel, aber es gibt viele andere gute Gemeinschaften. Ich bin überzeugt, jeder gläubige Mensch braucht eine Gemeinschaft, in der er getragen wird, in der er Teil davon ist. Weil diese Kraft Gottes kommt nochmal ganz anders zur Geltung. Wenn da mehrere zusammenkommen und plötzlich eine Gemeinschaft entsteht und es nicht mehr einfach nur Individuen sind. Und auch da hat er versprochen, immer wenn ihr euch trefft, hat Jesus ja gesagt, werde ich die Mitte einnehmen. Immer wenn ihr in meinem Namen zusammenkommt, werde ich da sein und die Mitte einnehmen. Und ich werde mit meiner Kraft da sein. Und ich weiß nicht, ob du das manchmal spürst, wenn du in der Celebration bist. Wenn du hier bist, ob du seine Gegenwart wahrnimmst oder nicht. Manchmal spüren wir das in unseren Emotionen, manchmal nicht. Er ist trotzdem da. Manchmal spricht uns etwas an, was vorne gesagt oder gesungen wird. Manchmal nicht. Trotzdem ist er hier. Und da entsteht eine Kraft, wenn wir zusammenkommen. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Und plötzlich ist da eine Energie, die so vieles verändert. Ich darf jetzt den Herbert nach vorne bitten. Herbert, was für eine Freude, dich zu sehen, weil einige haben das vielleicht mitbekommen. Du hattest mir letztens gesagt, ja, ich war damals in der Klinik und dann bist du mich besuchen gekommen und dann ging es richtig bergab. Du hattest eine Zeit jetzt, oder hast ein bisschen eine Zeit, die von Krankheit geprägt ist. Nimm uns doch mal mit. Du hast gesagt, du würdest auch gerne mal einen Moment nutzen, um ein Wort an die Gemeinde zu richten. Und ich habe gedacht, der Sonntag heute wäre perfekt dafür. Darf ich noch eine Vorbemerkung machen? Immer gerne. Also das auf dem Rhein, das war 1986. Das ist Mittlere Rheinbrücke. Siehst du, mittlere Rheinbrücke. Ich wusste, dass das andere besten wissen. Ich bin 87 geboren, das ist meine Entschuldigung, dass ich es nicht weiß. Genau, jetzt musst du rechnen, wie alt ich da... Ich habe mich eigentlich nur wollen bedanken bei vielen von euch, die mich besucht haben, die mir Nachrichten geschickt haben, die immer wieder Kontakt hergestellt haben. Und das haben wir irgendwie ein Bedürfnis, weil ich nicht jeden irgendwie ansprechen kann. Aber habt ihr mir einen guten Dienst erwiesen. Das ist alles gut. Du hattest starke Entzündungswerte und sehr, sehr starke Schmerzen, hast du mir damals erzählt. Da im hinteren Rückenbereich hat sich eine Entzündung gebildet, die sich einfach nicht zurückbilden wollte und hast immer wieder diese Phasen erlebt, wo du einfach mit deinem Schmerz alleine warst. Und du magst, kannst du vielleicht kurz erwähnen,
wenn du es in Worte fassen kannst, was dir das bedeutet hat, als die Leute auf dich zugekommen sind in dieser Situation. Also ich bin im März so aus dem Nichts heraus an einer Blutvergiftung erkrankt und habe mir dann, da gibt es verschiedene Verläufe, einfache und schwierigere, und ich habe mir ja die schwierige rausgesucht. Und das war eine schwierige Zeit, weil es immer weiter bergab ging. Und in der Zeit haben ganz viele Leute eben mich immer wieder mal besucht. Und ich weiß, man muss eine dicke Haut haben, wenn man jemanden besucht und es wird nur schlechter und schlechter und schlechter. Wenn man jemanden besucht und man sieht, es geht besser, dann ist die Motivation anders, oder? Und Leute, die kurz eine E-Mail geschrieben haben, die kurz ein WhatsApp geschrieben haben, oder alleine, wenn jemand mir da begegnet und sagt, schön dich wieder zu sehen, und du weißt, du hast Situationen erlebt, wo du gar nicht gewusst hast, ob es ihn wieder gibt. Und das ist auch mal ganz real wird. Ich glaube, Zuspruch ich bin normalerweise nicht so emotional. Das liegt am Pfingsten wahrscheinlich. Das liegt ganz genau. Also meine Erfahrung war so im Laufe der Zeit, auch mit den Kontakten von euch, Schmerzen machen einsam. Und viel Schmerzen machen sehr einsam. Und wenn dann so aus dem Nichts heraus nur irgendwie WhatsApp kommt, ich denke an dich. Oder irgendwie ein Telefon. Das ist für mich wie so eine Game Changer gewesen. Der Tag ist dann anders. Ja. Aber für den, der das WhatsApp geschrieben hat, war das vielleicht nur 20 Sekunden. Oder war das vielleicht nur ein kurzer Moment. Aber für die Person selber ist es wirklich ein Game Changer. Und für das möchte ich mich bei euch bedanken, auch im Namen von meiner Familie. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Und jetzt können wir uns fragen, wo ist der Heilige Geist? Geht immer noch nicht aufrecht. Weißt du, was wir beten? Gell? Amen. Wir haben gebetet. Jesus. Du hast gebetet. Jesus. Wir alle haben gebetet. Und wir glauben, Gott wirkt. Amen. Das Wunder ist noch nicht vollendet. Das ist nicht der Praise Report. Genau, es wird. That's the Spirit. Aber weißt du, was mich am meisten beeindruckt, wenn du siehst, wie Herbert gerührt ist? Was Gott in der Gemeinschaft tut, die ihn ins Zentrum nimmt, das siehst du nicht von Tag 1 weg. Aber ihr habt 1999 eine Kirche hier gegründet. Ich sage bewusst ihr, auch im Sinne Danke von meiner Seite, dass ich heute Teil einer Kirche sein kann, die andere gegründet haben, weil sie gesagt haben, wir brauchen hier so eine Kirche. Ich bin mir ganz sicher, diese Nächstenliebe, diese Barmherzigkeit war nicht an Tag 1 zu spüren. Aber heute sehe ich eine Barmherzigkeit, wenn jemand leidet. Eine Fähigkeit, nicht einfach nur fürs Wunder zu gehen, sondern auch mit jemandem zu weinen, auch in der Cafeteria eines Spitals zu sitzen und sich in die Augen zu gucken und nicht zu wissen, was zu sagen ist. Da sehe ich den Geist Gottes. Er arbeitet ganz langsam an unserer Gemeinschaft. Und das Faszinierende ist, man sieht es jetzt kaum, aber können Menschen dazukommen, die noch nicht Teil davon waren. Und mittlerweile ist da so eine Energie drin, dass wir alle ganz genau wissen, was jetzt mit diesen Kohlestücken passiert, die ich jetzt darauf lege. Isa, darf ich dich auf die Bühne bitten? Wie lange bist du eigentlich Teil unserer Church? Ich glaube, letztes Jahr, so im Oktober, bin ich zu euch gekommen. Ja. Du hattest vor einigen Wochen ein Erlebnis hier. Du warst dort irgendwo gesessen, gell? In einer ganz normalen Celebration. Nimm uns doch mal mit, was passiert ist.
Also vor einigen Wochen hatte ich wieder eine sehr emotional herausfordernde Woche gehabt. Ich fühlte mich extrem depressiv und hatte wieder die Sorge, dass ich alles nicht mehr bewältigen kann. Also bat ich Gott darum, mir am Sonntag trotzdem die Kraft zu geben, hierher nach Basel in die Celebration zu kommen, weil Jesus einfach der einzige Weg für mich ist, um mich ein bisschen besser zu fühlen. Er hat mir das ermöglicht und ich war dann hier. An dem Abend hatte Celeste eine Predigt gehalten. Ich hörte aufmerksam zu und auch während des Worships habe ich ihm einfach alles, was ich bin, hingegeben. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem nicht besser gefühlt, sondern irgendwie fühlte ich mich immer schlechter und schlechter und diese Leere und dieser Schmerz war einfach so groß. Ich wollte nach der Celebration eigentlich einfach aufstehen und nach Hause gehen, aber Jesus sagte zu mir, ich soll bleiben. Und plötzlich fühlte ich mich wie auf meinem Stuhl verwurzelt und konnte noch nicht mal aufstehen. Ja, also bin ich dann wohl geblieben. Celeste kam zu mir und begrüßte mich und als ihre Schulter meine Hand berührte, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich meinen ganzen Körper nicht mehr bewegen konnte. Und kurz darauf fühlte ich einen wahnsinnig warmen Kuss auf meiner Stirn, der so anders für mich war, dass ich mich gefragt habe, was das für ein Kuss war. Ich bekam plötzlich eine extreme Schwere auf meinem Bauch, die langsam hochstieg zur Brust und sie raubte mir fast den Atem. Als sich die Menschenmenge um mich herum langsam ein bisschen auflöste, fing ich plötzlich extrem an zu weinen, ohne dass ich den Grund dafür kannte. Ich weiß nicht genau, wie lange das angehalten hat, aber irgendwann stoppte es einfach. Also wischte ich mir die Tränen aus dem Gesicht, stand auf und ging ganz verwirrt und mit vielen Fragezeichen einfach aus der Church und fuhr nach Hause. Zu Hause angekommen, merkte ich das erste Mal, dass ich mich ein bisschen besser fühlte und dachte mir nur so, hey cool, ich glaube, jetzt kann ich die nächste Woche ganz gut bewältigen. Als ich mich später ins Bett legte, um zu schlafen, reflektierte ich nochmals meinen emotionalen Zustand und stellte fest, dass ich mich sehr viel besser fühlte als davor. In dem Moment sprach Jesus zu mir und sagte, ja, das ist, weil ich dich vom Geist der Depression befreit habe. Ich war mega verwundert und fragte einfach so laut in den Raum, Herr, wie, du hast mich vom Geist der Depression befreit? Und er sagte nur zu mir, warte, ich zeig's dir. Er gab mir eine Vision über genau die Situation nach der Celebration, aber diesmal mit viel mehr Erkenntnis. Er beantwortete damit alle meine Fragen, warum das so war, was da passiert ist und woher dieser Kuss kam. Der Kuss kam von ihm. Gott sei Dank, da bin ich froh. Ich war voller Freude und Lobpreis für ihn, aber ich wusste ja noch überhaupt gar nicht, was das bedeuten soll und was sich jetzt dadurch verändern würde. Jetzt kann ich sagen, natürlich sind meine Probleme und Struggles immer noch da, aber Jesus befreite mich von dieser Hoffnungslosigkeit, dieser extremen Schwere, den unkontrollierten Emotionen und einfach der Angst, nicht mehr leben zu können. Er tauscht es ein gegen mehr Leichtigkeit, Hoffnung, unendliche Liebe und einfach einen klaren Blick auf ihn. Jede schwere Situation, die mir in den letzten Wochen begegnete, warf mich also nicht mehr aus der Bahn und er ermöglichte mir, mich ziemlich schnell wieder auf ihn zu fokussieren und ihm alles abzugeben. Und dabei auch trotzdem nicht meine Freude und meine Leichtigkeit zu verlieren, weil meine Freude und Leichtigkeit in ihm ist. Ich habe endlich die Kraft, all die Sachen, von denen er mich befreien möchte, mit ihm anzugehen, ohne die Angst zu haben, komplett daran zu zerbrechen oder Sorge zu haben, was denn dann wohl mit mir passieren würde. Ich bin mir bewusst, selbst wenn ich falle, kann ich niemals tiefer fallen als in seine Hände. Und abschließend möchte ich sagen, es ist in keinem Namen Rettung zu finden, als in dem Namen von Jesus Christus. Merkst du was? Da ist Kraft. Da ist Kraft.
Mal ist sie ganz still und heimlich. Man sieht sie kaum. Und über Jahre, Jahrzehnte wächst etwas. Und manchmal ist es in einem Moment. Nicht alle Probleme von der Isa sind jetzt gelöst. Es ist immer noch Arbeit hier. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mit ihr im Vorfeld noch so, du sagst, der Geist der Depression. Gell? Ist jetzt alles, was Depression ist, zwangsläufig geistlich? Nein. Aber ich kann mit dieser Unwissenheit auch irgendwo leben, weil ich weiß, der Geist Gottes weiß schon, was zu tun ist. Lasst uns weiter dafür gehen, dass diese Geschichten geschrieben werden. Für mich ist das so ein Hammerzeugnis, weil seit Jahren bete ich, dass sie das speziell im Bereich Depression erleben dürfen. Und lasst uns Gott groß machen dafür, dass er unsere Gemeinschaft ausgewählt hat, um solche Geschichten zu schreiben, weil es liegt nicht an uns. Das sind nicht wir, das ist er. Und er hat die Güte, uns mit seiner Gegenwart und mit seiner Kraft zu erfüllen, auf das Herzen verändert werden und Menschen, die dazukommen, angesteckt werden und mit dieser Kraft in Berührung kommen. Ich kann dich nur ermutigen zum Ende dieser Predigt. Diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Mach dir das jeden Morgen bewusst. Und du wirst einen Tag anders leben. Diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Mach dir das jeden Sonntagmorgen bewusst und du wirst anders in diese Halle kommen. Verstehst du, du kannst etwas tun. Du kannst etwas tun. Du kannst mit einer Erwartung kommen. Du kannst rechtzeitig kommen, ready sein, Stress rausnehmen, bewusst hierher kommen, überlegen, wo setze ich mich hin? Was will ich heute erleben? Wo brauche ich eine Berührung mit diesem Geist? Und du wirst sehen, wie sich die Atmosphäre für dich hier drin verändert. Jesus hat mal gesagt, wenn dein Kind dich um etwas bittet, um ein Stück Brot, dann wirst du ihm nicht irgendetwas Schlechtes dafür geben, sondern als Vater oder Mutter wirst du ihm geben, worum dich dein Kind bittet. Und dann fährt er fort. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Können wir heute Morgen Jesus beim Wort nehmen? Wenn du magst, bete mit mir. Vater, wir danken dir für diese Geschichten, die wir hören durften. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir, Geist Gottes, dass du treu bist und gegenwärtig bist. Unabhängig davon, ob wir dich sehen, ob wir dich fühlen, ob wir dich hören. Du bist hier. Und du machst diesen Ort zu einem heiligen Ort, weil du drin bist. Ich gebe dir jetzt alles hin, was in meinem Herzen ist. Alles, was diese Geschichten in mir auslösen. Vielleicht ist es Freude, vielleicht aber auch Trauer, weil ich dich in meinem Herzen noch nicht spüren sehe. Weil ich noch nicht sehe, wie du wirkst. Und ich spreche dir jetzt zu, du darfst jetzt kommen und mein Herz berühren.
bete für dich, wenn du bis jetzt den Geist Gottes noch nie wirklich gespürt hast. Dass du jetzt erfahren darfst, was es bedeutet, seine Gegenwart zu spüren. Erfüll du unsere Herzen, Heiliger Geist. Doch als Gemeinschaft sind wir vor dir und wir sprechen dir aktiv zu. Komm mit deiner Kraft mehr und mehr in uns als Kirche. Nichts soll im Zentrum stehen, außer du. Und wir orientieren uns an dir. Und ich bitte dich, füll diesen Raum. Füll die Räume, wo die Kinder drin sind. Und erfüll diesen Raum, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart. Wir geben dir Raum. Wir werden jetzt in eine Gebetszeit eintauchen als Gemeinschaft. Wir haben aber auch heute ein wirklich großes Gebetsteam hier, weil ich das Gefühl hatte, das braucht es heute. Vielleicht hast du Aussagen getroffen und gesagt, der Heilige Geist ist nicht so mein Ding. Das ist eher die Sache meiner Frau. Ich habe von vielen Aussagen dieser Art gehört. Oder ich höre Gottes Geist nicht reden. Ich spüre ihn nicht. Es ist vielleicht auch möglich, dass der Geist Gottes aufgehört hat zu reden, weil er geredet hat, aber du nicht zugehört hast. Heiliger Geist ist ein ganz sanftes Geschöpf. Ich glaube, einige von uns spüren jetzt einen Wunsch in sich drin. Gebetsteam, gehen wir da an die Seite, ist das gut? Lass uns da hingehen. Lass uns in diese Worship-Zeit eintauchen. Und wenn du das Empfinden hast, ich würde gern für mich beten lassen. Ich würde gerne in diese Fülle eintauchen. Ich würde gern vielleicht auch was aussprechen. Vielleicht ist jetzt eine Aussage, die du selbst getroffen hast, in den Kopf gekommen. Und komm zum Gebetsteam und wir beten. Ich bin überzeugt, Gottes Geist will heute Menschen erfüllen, so wie du es noch nie erlebt hast.